Weiter geht's hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards im Kampf gegen den nächsten Herausforderer. Wie es aussieht, der Ritter, wie auch immer der heißt schon wieder. Wie heißt er? Rendsburg, genau, Level 10, Zeichen des Ritters. Ach du Scheiße, jetzt ist übel. Wünsche ich mich anzutreten. Muss ich jedoch mitteilen, dass ich keinen Schlüssel besitze. Und doch nehme ich die Herausforderung an. Möge das Duell beginnen. Okay, Alter, gewünscht. Möge das Duell beginnen. Schere, Stein, Papier, Exes Bock. Papier siegt er fast immer. Nun gut, fangen wir mal an. Und es ist wieder mal Zeit für ein Duell. Synchro One versus Zeichen des Ritters. Ich bin der Eiserne Ritter Rendsburg, immer bereit zum Kampf. Voller Schwert. Oh, das könnte spannend werden, Freunde. So, dann ziehe ich mal. Das ist einfach ein schönes. Alter Falter, was für eine Starthand. Hey, sowas liebe ich ja. So, jetzt erstmal ein Monster verdeckt. Und dann noch 2 Karten. Ja, Monster verdeckt und 2 Karten verdeckt. So. Das war's, dein Zug. Rendsburg. Bin mal gespannt, was der für Karten hat. Mein Geier, Ritter des dunklen Windes. Monsterbeschwörung. Zeige dich, Plunder Captain. Hey, das ist meine Karte. Hat mir voll geklaut. Ja, zeig mal was, zeig mal was. Special-Beschwörung. Hier kommt Schwertkämpfer. Joey Wheeler lässt grüßen. Mit so einem schwachen Monster. Plunder Captain. Vernichte sein Monster. Ja, also darauf kannst du lange warten, Freundchen. Was zum? Das gibt's mir nicht, hey. Ja, mich arg unterschätzt. Hey, was? Wurde umgekehrt? Trottel, ey. So, Main Phase 2. Was bringt's jetzt noch? Eine Karte verdeckt. Ja, war ja klar. So, M-Phase. Natürlich, jetzt haben wir für meinen mystischen Weltraum Taifun. Eine verdeckte Karte wegzuwirbeln. Tschüssikowski. Sayonara und goodbye. Ah, Mann. Sakura-Zurüstung, ach du Scheiße. Hatte ich ein bisschen Glück. Schöne Karte, was meint ihr, Freunde? Genau, ihr denkt das gleiche wie ich denke. Ich setze das erstmal 3 Karten verdeckt. Und rufe dann Gaia, Ritter des dunklen Windes, im Angriffs... Ja, natürlich, Mann, im Angriffsmodus. Eine meiner stärksten Karten, Gaia, oder Swift Gaia, Ritter der Finsternis. Angriff auf seinen Captain. Mit der Lanze der Finsternis. Was soll denn das sein? Das war ein Lanzenangriff. Ja, Krieger gegen Krieger, wa? Tja, meine Krieger siegen, wie immer. 4 Karten verdeckt, ey. Das ist sowas ein Marsch. Keine Chance, hatte nicht die geringste. Feigling, Feigling. Mann, jetzt kann wieder... Dann kann der andere ziehen. Nachladen, ja, ist klar. Jetzt bringt natürlich Nachladen sehr viel. Egal, was für später noch. Swift Gaia, greif an, und zwar ist ein verdecktes Monster. Lanze der Finsternis. Alter, der ein schwach... Ich meine, hallo, Elfenwerkkämpfer, okay, mit Effekt, klar, aber ohne? Mann, ey. Das ist ein Lushi, nichts anderes. Menno. Oh, jetzt wünsche ich, kann irgendwie einen Ritter Parsch anzurufen in Verteidigungspunkten. Das wäre jetzt geil. Noch eine Karte verdeckt. Ne, warten wir noch. Dann ziehe ich mal wieder. Magischer Abfluss. Nicht schlecht, Herr Specht. So, als erstes. Spalt, nee, wir können einen Friedhof hinzu. Okay, genau, mit dem wieder machen. Gut. Bleibt soweit also. Gaia, Ritter des schnellen Windes. Greif an, Attacke. Vernichte seinen Schwerkämpfer von Leinster. Von Landstern. Deutsche Übersetzung ist so scheiße. So. Dann ist mal mein Zug beendet. Fürs Erste zumindest. Rendsburg, du alter Cyborg.
Ja, noch eine Weile dauern. Wenn es so weitergeht, dauert das noch eine ganze lange Weile. Naja, so. Sogar mit dem. Zwar Stufe 6 spielt, könnt den opfern, aber nee, damit weiter lieber noch. Und greife an mit Gaia, Ritter des dunklen Windes, zerstöre sein Monster! Mal wieder! Wir haben nichts Besseres zu tun. Oh, ein mystischer Schwertkämpfer. Das sind eigentlich noch geile Monster, Levelmonster. Die haben grundsätzlich noch viel drauf. Naja, natürlich nur, wenn man sie richtig ausspielt. Schon wieder, jetzt bin ich mal gespannt. Also Rendsburg, jetzt muss man was Gutes bringen, sonst bist du hier ein bisschen am Arsch. Hä? Ja, wieso rufst du im Angriffsmodus? Hallo? Also entweder will er mich in eine Falle locken, wegen einer verdeckten Karte, oder aber es ist der miese Zug, den ich jemals gesehen habe. Das wäre noch eine Idee. Gut, dann opfere ich mal Gaia des dunklen Windes und rufe... Mein Geschützturmkrieger! Wo ist mal das Power AP 3500? Hasta la vista, Baby! Vernichte sein Monster mit Felsenfaustschlag! Was zum Henker? Das gibt's doch nicht! Klar gibt's das, siehst du doch! So, ich habe noch ein paar Karten, das ist gut, das ist gut. Kann ich die Karte bereits das Spiel? Ne, lass mal noch. Und beende meinen Zug. Mach gar nichts. Scheiße, kann nichts mehr tun. Tja, das ist natürlich ein bisschen doof, Alter. Nun gut, was kann ich machen? Stachelschraubenigel, das ist doch besser auf dem Friedhof. Gut. Ich spiele meine verdeckte Karte, Kartenzerstörung. Und kann so ganz locker flockig 4 neue Karten ziehen aus dem Deck. Bringt mich alles nicht weiter. Ist doch alles Kacke, Mensch. Na, ist egal. Ich rufe den Elfenschwertkämpfer im Angriffsmodus. Und nun wird es Zeit, das Duell zu beenden. Elfenschwertkämpfer. Angriff. Mit, Namen überlegen, der Silberklinge. Was ist denn das für eine Karte? Uhrzeich, Angriffsposition. Das ist eine Karte, okay. Warte mal ganz kurz, lassen wir noch. Nein, noch nicht. Spezialbeschwörung, Ritter des Buben. Das ist einfach eine geile Karte, vor allem weil es ein cooles Artwork hat. Aber dann dort 1900, das ist doch total scheiße. Angriff! Yep, oh Gott, dann konnte ich noch aktivieren, ey. So, Raigeki-Brecher, indem ich mal ganz kurz meinen Final Countdown abwerfe. Oh, jetzt nicht mehr. Und seine seine Fallkarte zerstört, genau. Natürlich war der Angreifer, was denn sonst? So. Und zwar dort, wo wir aufgehört haben. Angriff. Ich hab gerade erst angefangen, ist das klar? Scheiße. Tja, echt übel, wa? Geschützturmkrieger, los! Und das war's. Die Gerechtigkeit hat voll gelost. Scheibenkleister. Oh yeah, oh yeah. 8000:0, ey. Alter Schwede, war gar kein Gegner. Der hat nichts drauf, war ja Luna eine größere Herausforderung. Was für ein Schwächling. So, Blut! Meine Konzentration scheint nicht ausreichend zu sein. Ich wurde besiegt. Und tschüss, voll ausgelöscht. So, dann das AP-Roulette aktivieren. Ja, toll. Das dämliche Roulette. Ich hasse es, Mann! Welcher Entwickler hat man die bescheuerte Idee? 5, toll. Haben wir noch eine 5? Wir sind wieder happy. Ich bin halt nicht happy. Menschenskind, hey, so. Was gibt's jetzt? Eine 4, toll.
Will ich mal wissen, was gibt es eigentlich jetzt hier oben? Da kann man nur weiter, wenn ich genau Uru habe, aber leider nicht. Schlüsselfeld. Okay, habe ich ja. Ja, hallo, ihr habt eine Schlüsselkarte. Ja, wollte schon sagen. Nee, so Level 1 aktivieren. So, dankeschön. Jetzt komme ich da weiter. Was gibt es eigentlich hier? Turbokrieger. Aber doch auch. Nee, Moment mal. Oder? Habe ich den? Turbokrieger besitzt du nicht. Naja, aber leider noch nicht. Egal. Was ist eigentlich dort? Stoppfeld braucht eine AP. Wieso denn? Ich will vor allem hier hin. Zielfeld, Transcender, Führer in die finstere Welt. Oh, scheiße. Was bringt es, wenn ich jetzt hier hingehe? Also mal ganz ehrlich, was bringt mir das, wenn ich jetzt hier alle AP verbrauche? Hä? Bringt doch gar nichts. Tja, soll man verstehen, jemand anderes zumindest. So, und zwar gegen ihn, gegen den guten alten, ja, wer auch immer. Transcender-Ding halt. Du. Befehl, Mann, Error, jemand gewonnen. Ich fange an. Es ist Zeit für ein Duell. Hallo? Reboot wird gestartet. Na, geht doch. Okay, Zeit für ein Duell, Freunde. Wie sieht's jetzt aus? Ja. Was, aber ich hab 3 Empfänge auf der Hand. Alter, ich hab doch nur insgesamt 4 im Deck. Und sie gleich 3 im ersten Zug, ist klar. Ach du meine Güte, hey. So, und sieh ich mal. Sieht ja schon mal ziemlich scheiße aus. Gut, hol ich mal Gross, Krieger in der Rache im Angriffsmodus. Okay, aktiviert nix, gut. Greif sein verdecktes Monster und Rose, Attacke! Der hat ein finsteres Weltdeck. Alter! Was für eine geile Scheiße. Vielleicht erinnern sich noch einige von euch daran, als damals ja Yu-Gi-Oh! Online 3 gezockt habe ich damals auch noch ein finsteres Weltdeck präsentiert. Ja, so eine finstere Welt, die kann schon einiges ausrichten, aber ich bin gespannt, wie es zocken wird. Bin halt gespannt, so. Bisschen aufpassen, wie gesagt, ich kenne die Strategie. Ja, genau das meinte ich. Na, servus. Zugang zur finsteren Welt, ja, supi. Ich rufe zur Ritter der finsteren Welt im Angriffsmodus. Jetzt bist du am Arsch. Und gerade eine Rose-Krieger in der Rache an. Los, direkter Angriff. Jemand, voll geil. Das sage ich ein bisschen zu bezweifeln, Kumpel. Sakura-Zurüstung aktiviert. Dein Ritter ist Schnee von gestern. Scheiße. Neue Strategie. Verräterische Schwerter. Verwegene Schwert natürlich. Och nö. Ja, muss unbedingt die Karte sein. Mensch, ins Kind, hey. So, sich mal neu. Kann ich wieder zurückswitchen? Nee, geht natürlich nicht. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber gut, ich rufe mal Krebons im Angriffsmodus. Und setze dann noch eine Karte verdeckt. So. Zug beendet. Oh, Leute, finstere Welt, sie will mich holen. Wird mich in die Finsternis verschleppen. Ach du Scheiße. Nein. Ja. Nee, kannst nicht machen, das geht nicht, Kumpel, das ist unfair. Das ist fies. Tja, geblockt, kein Zauberkarte mehr auf der Hand, geil. Spielt keine Rolle. Ich rufe noch einen Sor, Ritter der finsteren Welt. Alter, ich will das noch auf der Hand, hey. Oh nun, vernichtet ein verdecktes Monster. Nö, da habe ich ein bisschen was dagegen, wenn du mal ehrlich sein soll, Kumpel.
Ich aktiviere Raigeki-Brecher. Ene Mu, die kann ich vielleicht noch brauchen. Okay, werf mal den auf dem Friedhof ab. Und vernichte einen Sur, Ritter der finsteren Welt. Das ist doch sehr sur, also sehr sicher. Ist egal. So, zu beendet. Okay, kein Zauberkern auf der Hand. Kann die nicht switchen, natürlich sehr doof. Nein, was soll's. Ich opfere Rose Krieger in der Rache und rufe mein Tistelos, den Feuersturmmonarchen. Tja, Liebe Transcender. Eine Karte, ja, genau, kann sich schon mal von einer Karte verabschieden und von dessen Angriffspunkte mal 200 berechnet. Oh, Scheiße, da hat mir sogar geholfen. Das sind der Nachteil, Freunde, in so einer finsteren Welt. 1600, viel zu stark, viel zu stark. Ich muss was tun, und zwar jetzt. Es wird Zeit, meinen Champ zu rufen, indem ich Krebons auf meinen Feuersturmmonarchen einstimme. Rufe ich den Sternstaubdrachen im Angriffsmodus. Das war noch ein richtig übles Duell, ey. Ich hab so ein bisschen im Fingerspitzengefühl. So, ich werde jetzt auch weg. Nein, 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 nein. Nicht den. Bitte nicht den. Oh. Es ist einfach eine Pattsituation, Freunde. Scheiße, was mache ich jetzt? Rainbow, Oberherr der finsteren Welt. Ja, scheiß die Wampe voll. Leute, was soll ich da machen? Ich weiß, was ich mache. Ich weiß es. Es ist total fies, ein total fieser Cliffhanger, mach's trotzdem, habe ich noch nie gemacht. Und zwar beende ich jetzt mal meinen Part. Ja, ich weiß, ganz fies. Im nächsten Part geht es also weiter hier im Kampf gegen die finstere Welt. Mit zwei Monstern, die gleich stark sind und natürlich diese Frage, was soll ich jetzt noch machen? Was wäre hier das Beste? Was ist das Dümmste, was ich machen kann? Ich meine, klar, ich kann Kanzerstörung spielen und hoffen, dass ich ihn irgendwie eine Zauberkarte wie Spaltak ziehe oder sonst irgendwas in der Art oder vielleicht ein anderes cooles Monster oder sonst was in der Art. Aber wie gesagt, es kann alles Mögliche passieren. Es kann sein, dass ich hier mich total verzettle. Es kann sein, dass... Es kann alles sein. Alles Mögliche. Wie es weitergeht, seht ihr dann im nächsten Part. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Ach du heilige Scheiße. Bis zum nächsten Mal. Ciao.